Ja, super nice. Jetzt haben wir unser Auto 2 Wochen in der Garage gehabt. Extra Einstellhalle, weil dort passiert ja nichts. Bin ich heimgefahren. Und schau mal da. Erste Heim gemerkt. Geil, oder? Irgendjemand ist uns aber mal so etwas von schön reingefahren. Gibt's ja gar nicht, ey. Natürlich kein Zettel an der Scheibe, nichts. Hallo miteinander. Heute ist jetzt Samstag, der 13. Oktober. Und eigentlich haben wir heute Morgen schon abfahren in unsere letzte Ferienwoche. Die Idee wäre ein kleines Wallis. Und jetzt müssen wir das leider alles verschieben, weil wir können erst am Montag ein bisschen mehr abklären, was da genau dazu geführt hat. Wir haben schon ein paar Telefone führen gestern Abend. Außerdem haben wir noch, auf die Telefon komme ich gerade noch, weil wir haben gestern noch Fotos gemacht zum Aufnehmen, was wie wo genau passiert ist. Wissen wir natürlich nicht, aber schaut euch mal die Fotos an. Weil wir haben auch den leisen Verdacht, dass es könnte eventuell der Anhänger vom Nachbar sein oder mit ihm habe ich schon telefoniert. Er hat uns gesagt, der Rohrmax sei noch dort gewesen, oder irgend so ein Abflussreinigungsinstitut oder wie man dem sagt. Und da wir den Tollendeckel genau von unserem Wohnmobil haben, ist der vielleicht reingefahren. Vielleicht hat er das nicht einmal selber gemerkt, aber das können wir alles erst am Montag abklären. Also bleiben wir jetzt halt da und warten, bis es Montag wird. Habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie sind ihr damit umgegangen? Hat eure Versicherung gezahlt? Schreibt doch uns unten mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Hallo zusammen. Wir sind jetzt also doch noch in unsere Ferien gestartet. Leider immer noch mit unserem havarierten Sunny. Das ja, ist leider nicht zum Gehen gewesen. Es ist jetzt Montag mittlerweile, Montag am Nachmittag um 5 Uhr. Wir sind noch bis nach dem Mittag, ich glaube bis um 2 Uhr sind wir noch daheim gewesen, haben hin und her telefoniert und so weiter und so fort. Die Polizei wird nichts unternehmen, weil es ist Privatgelände. Und unsere Versicherung würde es theoretisch zahlen, weil wir haben Vollgas gegeben, nur das bringt eigentlich nichts, weil unser Selbstbehalt ist 1100 Franken. Und der Spengler meines Vertrauens hat gesagt, das kostet etwa 1100 Franken. Also werden wir es sehr wahrscheinlich selber zahlen. Wir haben noch Kontakt gehabt mit 2 Buden, wo es eventuell hätten können sein. Respektive wir haben noch einen Tipp bekommen, dass eben die Rohrreinigungsfirma dort war. Wir sind dann auch noch bei denen, haben den Anhänger anschauen und der kann es eigentlich fast nicht sein, also wissen wir nicht, wer es ist. Wir werden es auch nicht herausfinden. Das heisst, wir bleiben jetzt einfach auf dem Schaden sitzen und müssen das selber zahlen. Wenn das wir es machen, wissen wir noch nicht genau, aber ja, ist jetzt halt so. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das lauschige Plätzchen gefunden und werden jetzt halt hier übernachten. Hey, Kaffeekessel! Pfiff, wir müssen jetzt Kaffee trinken und Dessert essen. Da das Loch im Wohnmobil, das lassen wir jetzt hinter uns, geniessen die Woche Ferien und was willst du machen? Komm, jetzt gehen wir. Also, ihr habt es gehört, der Kaffee ruft. Habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.